Also. Dann schauen wir mal, was es zu erzählen hat. Pfarrer. Muss ich überhaupt Pfarrer werden? Ja. Aber das kann ich wohl nicht da unten, also gehen wir rauf. Da geht es aber auch nicht. Da geht's von hinten. Thank you for your efforts. You have likely saved the lives of all these people. They now have a fighting chance to last through this storm. You have done God's work here, and He will forever look favorably upon you. Thank you, Father. Do you think while looking favorably on me, He could also help me find a way out of here? As I said, the usual paths are blocked. But the blizzard, it may have displaced enough snow to... To what? There is another route. It's a dangerous one. Through the mountains. I'll take my chances. I really need to get to Perseverance Mills. If things are this bad here, they'll be worse. Look, I just need to get there. Can you help me? An entrance to the old coal mine. If the blizzard moved enough snow, you might be able to get in there. It passes through the mountain. After that, you'll find the highway. It follows the coastline. Follow the highway, and God willing, you'll get to Perseverance Mills. Here, I'll draw it on your map for you. Thank you, Father. My thanks to you, my child. And if you'll permit an old priest an indulgence, I'd like to share some wisdom with you. Go ahead, Father. Your burden. I see it weighs heavily on you. I don't know what you mean. Yes, you do. You do not have to carry it alone. Look, thank you, Father. But religion isn't really... I don't say this as an attempt to sway your thinking or help you find faith. But find something, someone, to help with your burden. Otherwise it will consume you. Look around you, Father. I think the Lord may have His hands full right now. Whatever burdens I may have, they're mine to bear. And mine alone. However crowded His table, there is always a seat for you, my child. I'll keep it in mind, Father. Here, you should take this back. Keep it, my child. I fear you will have need of it before this long winter is done. Okay. Das dürfte wahrscheinlich der letzte Teil sein. Oder zumindest in dem Tal. Aber ich sehe nicht, wo ich hin muss. Anyway, ich denke, es ist wieder mal Zeit, meine 7 Sachen zu packen. Aber da tun wir zuerst mal vorbereiten. Und das fängt ja immer mit dem Gleichen an. Sprich, ich tue da mal alles aussortieren und dann schauen, was wir mitnehmen. Und dann werde ich wie immer natürlich im Jammern sein, ja, ich hasse solche Games. Aber das kennen wir ja bereits schon. Weil ich natürlich wie immer, für die, die vielleicht vorher noch nicht zugeschaut haben, einfach nicht alles mitnehmen kann. Und jede Menge da liegen lassen muss.
Da ist ja nicht wirklich viel dazugekommen. Dann Essen ist rein. Das wäre sonst noch so alles von... Oh, das ist voll. Der ist auch voll. Was ist das? Das ist mein Crafting. Oh, das sollte noch alles. Stoff und Leder behalte ich mal. So, dann machen wir da angefangen. Ist das ein bisschen Gewehr? Das ist voll hinüber. Okay, aber eins machen wir sicher mal. Ich behalte mal das Gewehr und das Putzzeug. Und ich schaue noch das weites Gewehr nicht, aber der Revolver will ich wahrscheinlich auch mitnehmen. Sogar zwei. Nehmen wir mal alle. Ich denke, ich will das so noch ein grösser. Ah, da ist noch das bessere Gewehr. So, Essen. Oder muss ich da gerade etwas dringend konsumieren? Nein. Ah, Wasser und mir ist genug, okay. So, dann den ziehen wir schon hier. All die Dosen habe ich mal da reingeschmissen. Gut. Dann allererstes Kleider reparieren nach dem Wolfsangriff. Das sieht eigentlich voll okay aus. Ein bisschen werden wir müssen, und zwar fangen wir mal bei dem an. Wo ist mein Kleiderschrank? Okay, das langt hoffentlich. Ich will sogar noch Zustand sortieren. Ah, genau, ich muss ja noch das ganze Pilze da zum Trocknen auslegen. Wobei ich jetzt ernsthaft nicht wirklich das Gefühl, dass ich das noch alles... Das ist auf jeden Fall Trocknen. Das sagt nicht, ich würde es da... Ich glaube, es geht um 3 Tage. Also ich würde jetzt hier noch 3 Tage rumhängen. Ja. Naja, egal. Alles für nichts mitgeschleppt. Ja, das heisst, den Keller kann ich nicht reparieren. Die Hose wohl schon.
die auch nicht. Ja, und der Rest sieht eigentlich noch supi-dupi aus. Kann ich irgendwie entladen, ja? Sehr schön. Das lassen wir da. Priester, da hast du noch das Gewehr, falls du mal verteidigen musst. Was ist hier da? Ich habe keinen Platz mehr. Und der Revolver tun wir mal so rein. Und jetzt in der Sekunde kann ich den reinigen. Doch, kann ich. Wow, das geht aber nicht 37 verloren. $3% pro Reinigungsvorgang. Wow, es geht ewig. Und beim Gewehr? 82. Ja gut, das Zeit habe ich. Und Durst habe ich auch. Spannende Folge. Aber nach dem ganzen Wolfsgehitze ist das ja richtig meditativ beruhigend. Holzsimulator. Jetzt ist das Footset kaputt. Egal. Also, dann ist der erledigt. So. Perfekte Gewehrmunition. Also, schauen wir mal bei diesen Sachen. Einfach mal das zusammensammeln, was der beste Zustand hat. Da haben wir schon gesagt, brauchen wir nichts mehr. Das ist alles so Crafting-Zeug. Bieli. Sehen wir schon, 82 ist besser. Improvisiert Messer brauche ich nicht. Anzug ist leicht, nehme ich mit.
Das ist mal Munition. Da habe ich glaube nur Büchse drin. Bügelsage, ja, muss ich wohl oder übel. Dann ist der da besser Zweig, Messer. Ist der besser Zweig. Schlafsack 82. Der Zeit. Breche ich sonst nichts mehr. Also schnell checken, ob das Sinn macht. Da Schlampe Sturmlaterne habe ich nur die eine. Ich habe gemeint, ich habe noch x anderes gehabt. Aber ich weiß nicht wo. Nein, muss so passen. Also das Putzset. Gehen wir mal da durch. Ich nehme sicher den mit zum Anzünden. Eine lange so. Jetzt nicht wieder anfangen mit dem typischen, ich muss alles mitnehmen. Dann Zündhölzchen. Nehmen wir da 34 Ladung Zündhölzchen. Langt. Ist das da sortiert nach? Muss ich noch mal bis Z sagen. Also Antibiotika. 4 lange. Antiseptikum, halbe Liter, lange 0,7. Ja, wächst die Bartflechten. Was ist der Lackpooling gut? Das muss ich jetzt vielleicht noch schnell nachschlagen. Also. Der ist gegen Entzündung, der ist gegen... Was ist desinfizieren? Tut auch eine Entzündung vorbeugen. Ich glaube, oder? Dann wäre das Gleiche. Und der ist eigentlich das Gleiche wie Antibiotika. Okay. Vielleicht nachher noch ein bisschen aussortieren. Schmerzmittel... Da, 92%. Verband auf jeden Fall, nimmt alles mit. Dann haben wir das da. Ja, da wird es jetzt schon wieder lustig. Also sicher mal alles Brandbeschleuniger. Und die sind auch leicht. Und Brennmaterial, das findet man irgendwo. Das ist nur noch Kleider. Kochtopf nehme ich nicht mit. Dann habe ich eine Büchse. Da ist noch ein Schlafsack. Da muss man auch schauen, welcher der beste ist. Ich schaue mal, ob ich rote Fackel überhaupt mitnehmen soll. Der ist zum Auffüllen von der Lampe. Da haben wir Dosen nicht drin, da ist gar nicht drin. Retour, da ist nichts. Also Lampenöl nehmen wir mit, das ist nicht wahnsinnig schwer. So einen habe ich ja schon. Ja. 3 von denen. Ja. Lange, Bogen. Packen wir mal ein, dann Patronen nehme ich alle mit, Netzzeug habe ich 2. Dann wäre es das, oder? Ja. Da kommt noch Futter dazu. Oh, du bist wieder super überladen. Eieiei.
Nein, komm, Taschenlampe bringt nichts. Ich bin so selten des Nachts unterwegs. Und die kann nur in der Nacht funktionieren und dann muss es ja erst noch so ein Aurora-Dingsbums geben. Gewicht sortieren. Lampe brauche ich, Revolver, ja, Bier, ja. Pickelsage brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Nein, brauche ich nicht. Nein, brauche ich nicht. Taschenlampe. Brauche ich nicht. Ich tue jetzt mal alles rein, was ich finde, nicht unbedingt. Das Brecheisen brauchst du auch nicht unbedingt, aber ab und zu kann man es brauchen. Messer, ja, Axt. Bogen, Dosenöffner, logisch. Mal, das passt so. Und sonst, was haben wir sonst noch so? Was haben wir in der untersten Schublade gesehen? Jetzt gehen wir mal durch. Medi. Ja, dann kommt noch Futter dazu. Mal passt. Machen wir so. Also, ich würde sagen, ich tue jetzt schlafen, essen und sobald ich dann parat bin, morgen geht es in die nächste Episode. Bis dann. Tschüss.